Herzlich willkommen zum heutigen Connect Input. Heute dreht sich alles ums Thema How to beten. Wie betet mir eigentlich? Was ist Gebet? Wie funktioniert Gebet? Und ich kann dir jetzt schon sagen, wie Gebet im Innersten funktioniert. Keine Ahnung. Ich glaube, Gebet ist etwas, das bleibt bis zu einem gewissen Punkt ein Mysterium, solange wir in dieser Welt leben. Und ich möchte dich heute herausfordern mit zwei Aussagen. Die erste ist, Gott braucht dein Gebet nicht. Aber du brauchst dein Gebet. Gott braucht das Gebet nicht, aber wir brauchen es. Weil, ich glaube, es ist unheimlich zermürbend, um sich die Frage zu stellen, tut jetzt mein Gebet den Willen Gottes verändern? Hat er nicht sowieso schon längst alles entschieden? Wir sagen ja immer, er hat einen grossen Plan oder so irgendwas. Ist nicht schon lange festgelegt, was wird passieren? Verändert sich jetzt sein Wille oder nicht? Ich glaube, das ist die Kernfrage, auf die finden wir so abschliessend wahrscheinlich nicht eine Antwort. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das ist die zweite Aussage, ich glaube nicht, dass unser Gebet grundsätzlich den Willen Gottes verändert. Aber was ich glaube, ist, dass unser Gebet Raum schafft, dass der Wille Gottes passieren kann. Wie meine ich das? Schauen wir uns eine Begebenheit in der Bibel an, wo es ums Betten geht. Eine Bibelstelle, die ich immer wieder höre, oder eine Geschichte, die ich immer wieder im Zusammenhang mit Gebet zitiert höre, ist die aus dem 1. Mose 18, ab Vers 16 und folgende. Das ist dort, wo der Abraham mit Gott um Sodom mertet. Oder Gott sagt, ich zerstöre Sodom, und dann sagt der Abraham, aber wenn es 50 gerechte Menschen gibt, willst du nicht die ganze Stadt verschonen? Und Gott sagt, ja, dann verschone ich sie. Ja, wenn es nur 20 sind, dann verschone ich sie auch. Und wenn es nur 10 sind, ich verschone sie immer noch. Jetzt höre ich das oft im Zusammenhang mit, siehst du, da hat sich der Wille Gottes durchs Gebet verändert. Hat er das wirklich? Gott hat gesagt, er vernichtet Sodom. Ist Sodom vernichtet worden? Eigentlich schon. Was ist denn da passiert? Gell? Das Gebet, das Reden von Abraham mit Gott hat nicht den Willen Gottes geändert. Hat Gott gewusst, dass es keine 10 Gerechte hat in Sodom? Ja, ich glaube, das hat er gewusst. Aber weißt, ich glaube, was passiert ist, und das finde ich das Spannende, ist, das Gebet hat nicht die Absicht Gottes verändert, aber das Gebet hat etwas zutage gefördert. Der Abraham hat nach Gnade gesucht im Herzen Gottes und er hat sie gefunden. Gebet öffnet uns Gottes Herz. Und dann gibt es noch einen Aspekt im Thema Gebet, der ist sehr unkompliziert in dem Ganzen drin. Das ist der Beziehungsaspekt. Wir beten zum Beziehung haben mit Gott. Wir lassen Gott an unserem Herz teilhaben. Wir erzählen ihm, was uns beschäftigt, unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Anliegen, aber auch unsere Freude, unsere Hoffnung und unsere Wünsche. Wir teilen Gott einfach mal alles. Wir können ihm alles mitteilen. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir das machen. Und ich weiss, dass dann viele sagen, ja, aber Gott weiss doch eh schon. Die Bibel sagt doch, bevor ich mein Gebet ausspreche, reagiert Gott schon darauf, weil er so genau weiss, wie sie mir innen aussieht. Ja, Gott weiss sowieso alles. Das glaube ich schon auch, gell? Gebet ist nie eine Sache von, ich gebe Gott Informationen, die Gott vorher noch nicht hatte. Aber Beziehung müssen wir uns dort anders vorstellen. Es ist doch wie wenn du ein kleines Kind hast und du weißt genau, wie das Kind funktioniert. Das ist dein Kind, du weißt, was es sich wünscht und was es braucht und was es bedarf. Und du könntest völlig, ohne dass dein Kind mit dir kommuniziert, für dein Kind sorgen. Aber du liebst es doch, wenn dein Kind sich dir mitteilt, wenn dein Kind dich einlädt, Teil sein von seinem inneren Prozess und du nicht einfach, weil du es halt kannst und weißt, von außen dein Kind kannst versorgen. Und ich glaube, genau so liebt es Gott, wenn wir mit ihm reden und ihm teilhaben an unserem Herz, auch wenn er sowieso schon weiss, was drinnen ist. Es geht um die Beziehung, es geht um die Interaktion miteinander. Und wenn wir schon von Beziehung reden, müssen wir, glaube ich, sagen, Beziehung hat ja mindestens 2 Seiten. Ich rede mit Gott, das ist die eine Seite der Beziehung. Die andere Seite ist, Gott redet mit mir oder Gott redet mit dir. Schauen wir uns auch eine Bibelstelle an. Und zwar die Geschichte von Elia in 1. Könige, Kapitel 18 und 19. Im Kapitel 18, dort stellt sich der Elia als einziger Prophet, als einziger Nachfolger von Gott. Je nach Übersetzung 450, 750, 800 Propheten, also Nachfolger vom Götz Baal.
vom Götz Baal, der hat ihn durch den Ahab und die Isabel ist der sehr etabliert in Israel in selber Zeit. Und Gott zeigt seine Herrlichkeit durch den Elia. Also ein Mann gegen bis zu 800 und der eine gewinnt, weil Gott ist mit ihm. Das ist ein riesen Sieg, oder? Und im Kapitel 19, gerade darauf ab, kommt er eine Morddrohung über von der Königin. Und was macht der Elia? Er verzieht sich, rennt davon in die Wüste, hockt sich irgendwo unter einen Strauch und wünscht sich zu sterben. Ist immer Burnout, würde man wahrscheinlich heute sagen, immer sehr krassen Burnout mit Suizidgedanken. Und sagt Gott, schau, ich habe alles gemacht, was du von mir hast wollen. Ich habe alles gemacht, was in meiner Kraft gestanden ist. Und ich bin nicht besser als alle vor mir. Nimm mich weg von da, ich habe keine Lust mehr. Sie wollen mich umbringen. Und dann übergumpeln wir ein paar Verse auf jeden Fall. Er läuft durch die Wüste und kommt dann zum Berg Horeb. Und dort begegnet ihm Gott. Und Gott sagt ihm Folgendes. Im Vers 15, Kapitel 19, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Also was sehen wir da? Der Elia schüttet Gott sein Herz aus. Dann schüttet Gott sein Herz beim Elia aus. Nicht ganz gleich, aber Gott teilt sein Herz am Elia genauso mit, wie der Elia ihm sein Herz mitteilt hat. Und der Elia hört. Der Elia folgt. Der Elia macht das Herzensanliegen Gottes zu seinem eigenen Anliegen. Er geht hin und es werden 2 Könige gesalbt und er beruft seinen Nachfolger. Er hat quasi einen Jünger gemacht. Gott hat ihm gesagt, dein Weg aus dem Burnout ist, beruf Leute, die dir helfen. Beruf einen Nachfolger, wo ich dir sage. Und der Elia geht diesen Weg. Wenn der Elia nur zu Gott gegangen wäre und sich beschwert hätte, mir geht mir nicht gut, Leute mich umbringen, ich fühle mich schlecht und so, und nicht nachher gelassen hätte, dann wäre er wahrscheinlich bis heute unter dem Strauch in der Wüste. Und all diese Sachen mit den Königen und dem Elisa, das wäre nicht passiert. Jetzt erinnerst du dich vielleicht, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, Gott braucht unser Gebet nicht, aber wir. Und ich habe gesagt, das Gebet verändert den Willen Gottes nicht. Aber es schafft Raum, dass der Wille Gottes passieren kann. Ich glaube, das sind die 2 Sachen, die wir hier sehen. Beim Abraham, Gott hat das Gebet nicht gebraucht. Gott hat sich entschieden, was er machen will. Aber Gottes Herz ist am Abraham offenbar worden. Durch Abraham sein Reden mit Gott, durch sein Gebet, hat der Abraham Gott näher und besser kennengelernt, besser verstehen gelernt. Und beim Elia sehen wir, Gott hat mit dem Elia geredet und hat ihm sein Herz mitteilt. Und aufgrund von dem, dass der Elia bettet hat und gelesen hat, gehört beides zu dieser Beziehung, zu dem Gebet, ist etwas nachher passiert. Gottes Wille ist passiert, weil ein Mann auf Gott gelesen hat. Wenn du mich fragen würdest, Michi, in einem Satz, was ist Gebet? Dann würde ich sagen, ich glaube, Gebet ist bei Gott zur Ruhe kommen, Gottes Herz spüren und tun, was wir empfangen, indem dass wir Gottes Herz spürt. Um das geht es im Gebet. Es geht nicht darum, sich zu beklagen. Gott ist kein Sorgentelefon. Obwohl wir das dürfen. Es geht auch nicht darum, zum Bitti-Betti machen. Gott ist kein Gewaltherrscher, wo man auf den Knien rutschen, bis er endlich mal etwas macht. Aber wenn wir das machen können, ich glaube zwar nicht, dass wir das müssen. Ich verstehe das nicht so. Aber im Innersten geht es im Gebet nicht um all diese Sachen, sondern es geht darum, was ist auf Gottes Herz. Und wie kann ich Raum schaffen in mir, dass das kann auf mein Herz kommen, was auf Gottes Herz ist. Seine liebevollen, seine sinnvollen, seine guten Absichten und Gedanken über mich und über die Menschen um mich herum und über die Welt. Die wollen wir empfangen. Und mit denen wollen wir unser Leben gestalten. Und ich glaube, um das geht es im Gebet. Das eigene Herz bei Gott deponieren. Raum schaffen, dass Gottes Herz kann bei uns ankommen. Und dann in dem hineinlaufen, was Gott uns mitteilt. Ich glaube, so funktioniert Gebet.